So, weiter geht's mit der Europa League. Ja, da haben wir einen zweiten Spieltag. Den ersten haben wir ja leider verloren, aber naja, so ist es halt. Oh, wir haben einen Verletzten und ja, alle Spieler wieder nicht in Topform. Also kann es wieder zur Katastrophe werden. Aber unsere Ersatzbank ist gut besetzt. Beziehungsweise fit. Ja. Gut, hilft nicht. Wir müssen so antreten. Ja. Dann machen wir unsere Aufstellung. Und die spielen am besten in Blau und dann spielen wir in Weiß. Ja, also er bleibt daheim. Caballé ist nicht fit. Deswegen bleibt der Klei daheim. Ja, ansonsten müssen wir fast so spielen, oder? Obwohl, wir könnten Anita einer da, der ist zwar nicht gerade der Beste jetzt. Aber er war zumindest in Topform. Dafür nehmen wir einen Oscar mit. Und die anderen lassen wir jetzt erst einmal so. Gut, also starten wir ins nächste Heimspiel im St. James Park gegen den FC Metalist Kharkiv, wo auch immer die herkommen wollen. Ja, und diesmal möchten wir natürlich das Wettmacher, wo wir zuletzt verloren haben. Im ersten Gruppenspiel. So, Ryan Taylor. Dembaba. Gegen den FC Liverpool haben wir 3-3 gespielt. Da ist richtig zur Sache gegangen. Leider hat es letztendlich nicht gelangt für den nächsten Sieg in der Premier League. So, Ben Arfa. Gutierrez. Ja, der war gar nicht so gefährlich, so ungefährlich. Aber dann muss natürlich mehr kommen. Taylor, Dembaba und unser Superstar Ronaldo. Ben Arfa kann abschließen, aber schießt den gegnerischen Verteidiger. So, jetzt Vorsicht. Ja, das war fast die erste Torchance von Metalist. Heute Ronaldo kommt nicht vorbei, aber Santon kann er holen. Und wird da gefoult eigentlich. Ja, aber der Schiedsrichter pfeift es natürlich wieder nicht. Aber das haben wir mittlerweile gewohnt. Edmar. Chiotte. Gut, in die Hände von den anderen.
So, erst einmal geklärt zum Einwurf. Dembaba hat ihn noch. Ja, nächste Torschance. Aber war natürlich nicht so exzellent geschossen. Aber zumindest gibt es eine Ecke, die von Ben Arfa ausgeführt wird. Nächste Ecke. Die wir von Ryan Taylor. Ja, Gewaltschuss aus der dritten Reihe. Und die dritte Ecke bereits. Ja, und die machen wir diesmal. Ronaldo. Das ist, glaube ich, die erste Standardsituation, die wir nutzen können in der laufenden Saison und führen jetzt, ich glaube mal verdient, 1-0 gegen den FC Metallist. Ja, ich denke schon, dass er verdient war, weil wir bisher den meisten Einsatz gesorgt haben. Gut, also diesmal führen wir, nicht immer die anderen. Anita. Ein komischer Name, aber naja, Holländer. Ben Arfa an die Latten. Der hätte richtig passt, um den Winkel rein. Ja, 33 Minuten knapp gespielt. Und wir führen jetzt immer noch 1-0. Durch den Treffer von Ronaldo. Na, heute aus. Ja, jetzt haben wir einen Ball verloren, aber den kriegen wir wieder. Wenn wir uns nicht gerade gegenseitig im Weg stehen. Santon flitzt. So, wo ist der Ben Arfa nicht da? So, Gutierrez kann er nicht erwischen. Wird abgefangen. Und jetzt hat kein Abseits. Und das war der Pfosten. Also nochmal eine Schrecksekunde. Am Ende von der ersten Halbzeit. Ja, also 3 Torschüsse haben wir. Also es spricht für sich. Wir haben ein Tor geschossen. Gut. Aber ich würde sagen, wir wechseln einmal aus. Und zwar Dembaba, der ist nicht so fit. Und lassen dann Amiobi spielen. Und hinten kann man an Williamson eine Tor. Weil Coloccini auch nicht gerade in Topform ist. Ich hoffe, das schaut beim nächsten Spiel wieder besser aus, weil im nächsten Spiel, meine, sind wir wieder in der Premier League unterwegs. Und da wollen wir natürlich unseren zweiten Sieg machen. Ja,
Der war gar nicht mal so schlecht. Aber Ronaldo bringt nicht unter. Oh, und die Flanken ist an den Pfosten gegangen. Weiter Pass kommt. Fast kommt da an. Oh, Vorsicht. Bei Nafa. Und der macht sie da richtig gut. Auf der rechten Seite. Ja, da war nicht ungefährlich. Vorsicht, da flitzt er, ne? So, Gutierrez klärt. Aber verlieren wir schon wieder. Und erste Torchance für Metalist in der zweiten Halbzeit. Insgesamt der zweite Torschuss. War nicht im Aus. Und da war, glaube ich, der Verteidiger noch da, richtig. Und es gibt die vierte Ecke. Amiobi. Aber übers Tor. Bei Afa. Ja, die Chance ist noch natürlich nichts gewesen. Dann hat er weiter in Kaut. So, Ronaldo auch weit hinten. So, wollen wir denn nochmal wechseln? Ja, da kann man vielleicht Obertown, da kann er links spielen. Dann haben wir den nochmal eine. Und die Kapitänsbinden damals an Krul geben. Denn dann geht jetzt dann bei der nächsten Unterbrechung Gutierrez aussehen. Ronaldo ist vorbei. Verliert ihn aber. Benafa wird gefoult. Ja, und jetzt das. Ja, jetzt gibt es gelbe Karten und Strafstoß. Ja, ich glaube, das war eindeutig. Zudem wird jetzt unser Wechsel vollzogen. Ja, also den Gefaulten sollte man ja nie schießen lassen. Deswegen lassen wir den auch gar nicht schießen, sondern wir lassen Ronaldo schießen. Oh oh, ich glaube, der geht. Und Latten. Ja, das war natürlich nicht so gut. Da haben wir es zu gut gemeint. Ich hoffe, es rächt sich nicht, da wir den Elfmeter verknallt haben.
Heute, das war irgendwie nicht so gedacht. Anita, der Holländer, kann abziehen. Zum Nachschuss reicht leider nicht. Aber wir haben schon wieder einen Ball. Aber machen nichts draus. Drüber. So, die 80. Minutenbricht da. Wir hätten es fast überstanden. Und hätten den ersten Sieg in der Europa League eingefahren. Außer die anderen schlagen es noch mit zu. Was natürlich nicht so wünschenswert wird. Bei Afa und der ist schnell. Ja, Anita trifft den Ball nicht richtig und haut ihn links vorbei. Der Trainer schaut schon etwas skeptisch. Edmar. War kein Foul. Und er bringt einen Einer. So, Tiote. Ronaldo kriegt nicht unter Kontrolle. Ja, Obertan. Jetzt muss ich schnell mal schauen. Ist es... Es ist ein Rechtsschuss. Also macht es sich auf der linken Seite fast besser als auf rechts. Ja, aber wie dem auch sei, wir haben das erste Europa League Spiel gewonnen. 1-0 durch Ronaldo. Wenn wir den Elfmeter nicht verschossen hätten, hätten wir sogar 2-0 gewonnen. Aber letztendlich ist es scheißegal. 3 Punkte sind 3 Punkte. Ja, und somit sind wir wieder mitten im Rennen und sind auf Platz 2, wo es wir mindestens erreichen müssen, um in die nächste Runde einzuziehen. Oh, und es gibt einiges an Finanzmitteln.